The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Wunderschönen guten Abend. Möchte ich ganz herzlich willkommen heißen mit diesem wunderbaren Song in diesem Gebetsabend. Wir erwarten, dass Gott in deinem und in unserem Leben gewaltig wirkt. Seine Gegenwart ist hier und seine Verheißung ist, wenn 2 oder 3 zusammen sind, dann ist er mitten unter uns und das ist einfach gewaltig. Und ich möchte Danica begrüßen bei uns. Schön, dass du hier bist und den Abend mit uns gestaltest. Irena, so cool, dass du hier bist. Und ich bin der Simon und wir wollen dich einfach einladen in diesen Song. Mach's dir bequem. Es soll ein Abend sein, wo du dich entspannen kannst in seiner Gegenwart. Und wie es dann weitergeht, sagen wir nachher. Aber einfach steig ein mit diesem Song, den wir alle kennen. The Lord bless you. Um das geht es heute. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Singen alle zusammen Amen. 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 Breite deine Arme aus, als Zeichen, dass du jetzt in seiner Gegenwart bist. Amen. 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 Also schön, alle für die jetzt noch dazugekommen sind, ganz herzlich willkommen zum Gebetsabend. Es geht um Segen und wir wollen zusammen vor allem beten und wirklich den Heiligen Geist erleben. Gell, Irena? Ja, das ist unser Herzenswunsch für heute Abend. Um was Genau. geht es heute? Nimm uns mit in das Thema Segen. Ja, ich finde es so ein tolles Thema, weil Segen, wir werden alle gern gesegnet und wir segnen gerne. Und Segen bedeutet eigentlich nichts anderes als mit Worte von Jesus einfach über einen Menschen auszusprechen. Sei es, dass er Trost braucht, sei es, dass er auferbauend etwas braucht. Auch Segen bedeutet auch wachsen im Glauben, dass diese Worte Kraft bekommen im Leben. Das ist so der Inbegriff vom Segen. Vielen Dank, Irena. Lass uns den Chat aktiv nutzen, dass wir ganz konkret werden können heute Abend. Und wir sind auch immer wieder am Handy, weil wir schauen, was ihr schreibt oder vielleicht was zurückschreiben. Und wir werden anhand vom aaronitischen Segen, das ist dieser wunderbare, kraftvolle Segen, der ja nicht von Mose oder so kommt, Ja, sondern genau. wirklich direkt von Gott kommt, werden wir, das ist unser roter Faden heute. Genau. Und ich möchte den einfach gerne zu Beginn vorlesen. Ja. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir
seinen Frieden. Irena, kannst du uns kurz mitnehmen, uns erklären, wie stellst du dir das vor, wie wir da durchbeten und ganz praktisch sind? Ja, genau. Also wir werden einfach so Satz für Satz werden wir durchgehen. Wir werden immer ein vorbereitetes Gebet machen, Simon und ich. Und nachher ist es uns ganz wichtig, dass ihr selber betet, dass ihr selber den Heiligen Geist fragt, was ist heute Abend dran für mich zum Thema, zum aaronitischen Segen. Da werden wir uns so abwechseln. Genau. Und uns ist es ganz wichtig, das haben wir vorher noch gesagt, auch mit Annika, dass es eine Atmosphäre des Friedens Ja. ist. Also wenn du noch eine Kerze anzünden willst, das Licht ein bisschen dimmen willst, die Musik ein bisschen lauter machst, dass du die wunderschöne Stimme von Danica hörst, dann ist das richtige Setting. Wir werden auch nicht die ganze Zeit beten oder was sagen, sondern Genau. es darf viel Platz haben, dass Ja. du wirklich Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen kannst. Ja. Ja, wir Irena? wünschen uns, dass du heute Abend gesegnet wirst. Ja, Höchstpersönlich, das ist unser Wunsch. in einer Ja. Friedensatmosphäre Ja, genau. beten wir für offene Herzen. Ja, ganz genau. Vater, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für all diese Leute, die jetzt zuschauen und zuhören. Und ich danke dir, Vater, dass du schon alles vorbereitet hast in ihren Herzen. Die Herzen sind offen, die Augen sind sehend, die Ohren sind hörend. Und ich danke dir, Vater, dass du bei jeder Person genau das zeigen tust, was sie heute Abend braucht. Danke, dass du ein liebevoller Vater bist und zu jeder Person individuell reden tust. Danke vielmals dafür. Und so steigen wir rein in dieses aaronitische Gebet mit dem ersten Satz, wo wir einfach Gott sagen, der Herr segne mich, der Herr segne dich. Und das möchte ich jetzt einfach aussprechen, der Herr segne dich. Ja. Wir stellen uns bewusst unter deinen Segensstrom, Jesus Christus. Vater, gieße deinen Segen aus, mach die Schleusen vom Himmel auf Jawohl. über meinem Leben und über diesen Menschen, diesen Ja. Brüdern und Schwestern. Wir Ja. sind als Familie heute hier, unseren Brüdern und Schwestern, unserer Familie, die jetzt da sind und sagen, ja Jesus, segne mich, hier bin ich, Ja, genau. segne mich, Ja. überschütte mich. Und nicht so knapp, Jesus, sondern ich will den ganzen Segen Ja, genau. über allen Lebensbereichen. Ja, und danke, dass du auch mit deiner Fülle und mit deiner Großzügigkeit kommst, Vater. Nicht nur so ein bisschen, sondern du kommst mit allem, was du für uns hast und du siehst uns. Das ist ein Liebeszeichen von dir, Vater. Du siehst jede einzelne Person mit liebenden Augen. Danke vielmals. Ja, und danke, Heiliger Geist, dass du jetzt einfach bei jeder Person vorbeigehst und ihnen in ihr Herz schreibst, für was sie selber segnen sollen. Welche Personen gibst du ihnen vor ihr inneres Auge? Was zeigst du ihnen, ob es aus der Familie sind, aus der Partnerschaft, vielleicht bei der Arbeit, vielleicht im Freundeskreis? Zeig du ihnen, wer du meinst. Danke vielmals. Das ist jetzt dein Part, wo du einfach die Menschen, die dir der Heilige Geist aufs Herz legt, währenddem das Danica singt, segnen kannst. Ich möchte dir Mut machen. Sprich laut diese Namen aus. Sprich laut den Segen aus, den du aussprechen willst. Vielleicht merkst du auch, dass du jetzt irgendwo anstehst,
dass du gar nicht segnen kannst, weil du vielleicht bist du verletzt, vielleicht hast du eine Wut, vielleicht hast du Angst, dann schreib das in den Chat, damit wir das wirklich anschauen können, damit du segnen kannst, weil das so eine Kraft ist. Irena, ich habe den Eindruck, dass einigen es sogar schwerfällt, noch eine Stufe vorher zu sagen, laut auszusprechen, Herr, segne mich. Ja. Ja. Nein, das ist doch egoistisch. Also wieso mich? Wieso habe ich das verdient? Genau. Vielleicht haben sie erlebt, dass jemand über sie gelacht hat, dass sie Scham erlebt haben, dass sie es nicht würdig sind, so vor Jesus zu kommen. Und auch da, Jesus sieht mit liebenden Augen auf dich. Er sieht nicht auf das, was du primär gemacht hast, sondern er sieht auf das, was er in dich gelegt hat, was er sich freut, wenn das zum Vorschein kommt. Wenn all die Gaben, all die Verheißungen, wenn die wahr werden. Genau, und es ist nicht egoistisch, wenn du jetzt einfach laut aussprichst. Ja. Herr, segne mich. Ja. Überschütte mich mit dem ganzen Segen. Das ist das göttliche Prinzip, von dem du und ich, von dem wir einfach profitieren dürfen. Ja. Und Jesus Christus will dich segnen heute und mich. Deshalb Genau. sprich es einfach aus. Ja. Sei mutig, laut. Herr, segne mich. Ja. Vielleicht das allererste Mal. Ja. Ja, weil in der Bibel steht, da ist in 4. Mose 23 steht, und wenn Gott jemandem seinen Segen geschenkt hat, kann ich es nicht wieder rückgängig machen. Und das ist eine Riesenverheißung und die gilt von jedem von uns, gilt das. Danke vielmals, Jesus, für diesen starken Vers. Ja, und ich möchte jetzt gleich für Janine beten. Ich möchte dir zusprechen, dass du offene Ohren hast, dass du die Stimme von Jesus, die hörst du. Du bist sein Königskind, du bist seine geliebte Tochter. Und jetzt sind alle Schleusen offen, damit du, Janine, die Stimme vom Vater hören kannst. Amen. Amen. Können wir schon weitergehen oder wollen wir noch ein bisschen bleiben? Ich glaube, wir können weitergehen. Der Herr behüte dich ist der nächste Satz. Der Herr behüte dich. Ja. Lass uns da weiterziehen in diesem Gebet. Und auch, das ist nicht egoistisch, sondern Nein. das kann man einfach beten. Ja. Jesus, behüte mich. Ja. Behüte mich, behüte meine Familie, behüte mein Hab und Gut. Ja. Ja. Und wir beten das, Jesus. In dieser betenden Haltung sprechen wir diese Sätze aus. Ja. Und vielleicht hilft es dir, wenn wir das vorbeten, bete es laut nach. Ja. Jesus, du siehst meine Gesundheit. Ja. Vielleicht fängt es bei dir an, wo es mir überall wehtut. Ich bitte dich, dass du mich behütest in meiner Gesundheit. Ja. Dass Ja. du mich behütest vor Krankheit, vor Ja. Unfall. Genau. Ja. Dass du mich einfach behütest an Ja. meinem Körper. Genau. Ja, und es gibt so ein schönes Bild vom Schirm. Und ich stelle mir das immer so vor, dass ich unter dem Schirm stehe, unter dem Schirm von Jesus. Und dort bin ich geschützt, dort kann mir nichts passieren. Und ja, ich danke dir einfach für dieses Bild, Vater, dass wir unter deinem Schirm, unter deinem Schutz dürfen wir stehen. Und wir dürfen wissen, dass nichts und niemand kann uns da stören und kann uns da wegnehmen, weil du die schützende Hand über uns hast. Ja. Merci vielmals. Und du räumst auch alles auf die Seite, dass wir nicht mal unseren Fuß an einen Stein stoßen und stolpern. Danke, dass du uns bewahrst, auch dort, wo wir es nicht sehen, wo deine Engel mit uns sind, dass du uns behütest, dass du unser ganzes Hab und Gut auch behütest, unsere Familie, unsere Kinder. Ja. Ich bitte dich, Jesus, um deine Bewahrung für meine Familie, Ja. für mein ganzes Hab und Gut. Ja. Dass kein Unglück Ja. mich Ja. treffen kann und alles, was Genau. in meinem Umfeld ist. Genau. Ja. Und da schreit noch jemand, damit jemand
einen Termin bekommt bei der Deutschen Botschaft, auch da ist Jesus mittendrin. Wenn dein Mann dorthin geht, er wird offene Türen erleben. Er wird erleben, dass er Gunst hat bei diesen Ämtern und er wird erleben, dass er zur richtigen Person kommt, weil er möchte, dass es deinem Mann gut geht, weil er möchte, dass dein Mann einfach Jesus noch mehr lieb haben kann durch dieses Wunder, das passieren darf. Und jetzt lass uns worshipen und du bist Ja. daran, einfach wirklich Genau. auszusprechen. Ja. Bewahrung, Schutz. Jetzt bist du dran und wir worshipen mit dir. Ja. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Sing Amen. 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 Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ursula, Shani, Peter, Simon, Irena, Danica. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Jawohl. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Wie Daniel dazu mal. genau. Oder seine Freunde. Keine Flammen wird dich verbrennen. Jawohl. Amen. Amen. Come on. Wunderbar. Und dann kommt der nächste wunderbare Satz. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr, das allein, das reicht ja schon. Der Herr, nicht der Simon, Ja, genau. nicht irgendwer. Der Herr lasst sein Angesicht leuchten über dir. Was heißt das eigentlich? Was meint das? Was ist da die Tiefe darin? Also für mich bedeutet das einfach, dass er mich sieht, dass er mich ganz sieht, dass ich nicht irgendwo im Dunkeln sein muss und so flehen muss, sondern ich bin im vollen Licht vor ihm, ich bin im Fokus vor ihm, er sieht mich, er meint mich und er geht mit mir. Er hebt seine Augen zu mir und sagt mir all das Schöne, all das Gute, was er über mich denkt. Für mich ist wirklich diese Vaterschaft kommt dadurch, Genau. wo der Vater einfach Ja. wie so seinen Radius über seine Kinder Ja. hat und einfach sich kümmert. Ja, genau, er sieht uns, gell? Ja. Und das kommt ja auch später dann nochmals im Gebet. Genau. Der Herr hebe sein Angesicht über dich. Auch wieder dieser segnende Ja. Vater, Ja, genau. der das Beste für einen will, ja, oder? Ja, und das ist ein Versprechen, das er uns gegeben hat. Das ist nicht vielleicht oder so, sondern es ist sein Versprechen, dass er leuchten wird über unseren Leben. Ja. Und egal, also das ist auch so gut, dass Gott uns anschaut, der Vater uns anschaut, so wie wir sind. Genau. Und das kannst du jetzt einfach so, du kannst Ja. wirklich im übertragenen Sinn einfach splitterfasernackt vor Gott stehen und Ja. sagen, hier bin ich, Ja, schau genau. mich an, Ja, schau genau. mich ganz an, in meiner ganzen Unvollkommenheit. Ja. Ja. Du musst keine Scham haben vor Gott. Ja.
Ja. weil er dich sowieso kennt und mich sowieso kennt. Das ist doch das Entspannte. Genau. Deshalb lass uns einfach hinstehen und sagen, ja Jesus, hier bin ich. Gell? hier bin ich, Ja, genau. schau mich an. Und er schaut nicht zurück, sondern er schaut jetzt an und er schaut vorwärts, weil er gute Pläne hat über unser Leben. Ja. Wir glauben fest, Amen. wir glauben fest, wir glauben fest, unser Vater ist Liebe. Wir glauben fest, wir glauben fest, wir glauben fest, unser Vater ist Liebe. Wir glauben fest, wir glauben fest, wir glauben fest, unser Vater ist Liebe. Wir glauben fest, wir glauben fest. Liebe in unser Herz nehmen können. Manchmal braucht es so einen aktiven Schritt, dass wir sagen, ja, ich halte meine Hand offen und ich nehme diese Liebe und tue sie ins Herz, weil sie für mich bestimmt ist, für mich persönlich. Und das ist für jeden von uns so. Ja. Wie es Danica gesungen hat, die Liebe vom Vater. Du bist Liebe, Vater. Danke, Jesus. Danke. Und du gießt sie aus über uns. Genau. Oh, Ja, genau. Danke. du bist Liebe, Vater. Ja. Du bist Liebe, Vater. Du bist Liebe, Vater. Wir glauben, du bist Liebe. Ja, es ist bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe. Das kann nur Gott, das kann nur er, das kann nur der Vater im Himmel. Bedingungslos lieben. Ja. Das ist wunderbar. Ja. No strings attached. Ja. Keine Erwartungen. Genau. Bedingungslose Liebe für dich und mich, das befreit uns, Ja. das beflügelt uns. Er ist mit uns unterwegs. Wir haben Zeit, ihm ähnlicher zu werden. Ja. Wir müssen nicht perfekt sein. Bedingungslose Ja. Liebe, Jesus. Ja. Was für ein Geschenk. Danke, Vater. Simon hat es gleich gesagt, ich sehe so ein Geschenk vor meinem Auge und ich sehe, wie viele Leute das jetzt auspacken, wie sie so gewundrig sind und jetzt die Masche wegnehmen und einfach staunen dürfen, was Jesus heute Abend für sie bereithält. Und packt es aus, nehmt es, macht es zum eigenen. Und ich finde es einfach schön, dass wir beim Vater einfach auch Kind sein dürfen. Ja. Es sind so viele hier, die zuschauen, die so viel Verantwortung tragen Ja. müssen. Ja. Und Ja. vielleicht bist du irgendwo in einer Firma oder du bist in der Familie, du trägst viel Verantwortung, es erdrückt dich. Und ich möchte Ja. dir sagen, beim Vater im Himmel, du bist ein Kind. Da darfst du Kind sein, da darfst du Flausen im Kopf haben, da darfst du Fehler machen. Da musst du nicht die Verantwortung tragen, das macht er. Und ich danke dir, Jesus, dass ich dein Kind bin, dass ich einfach Simon sein kann. Beim Namen gerufen, Simon. Genau. Simon. Ja. Nicht einen Titel habe, nicht eine Position zählt für dich, sondern einfach das Wesen, das du in mich hineingelegt hast. Ja. Das spreche ich dir zu. Ja. Ja, und Paola, wir sprechen dir zu, dass niemand dir sagen muss, was du machen musst, was richtig ist für dich, was falsch ist für dich. Nur Jesus weiß, was für dich wirklich gut ist. Und wir sprechen deinen Kopf frei von all den Stimmen, von all den Sachen, die du meinst, die du machen musst, damit du einfach jetzt
genau wie diese Kindschaft annehmen kannst, wie Simon gesagt hat, dass du ganz einfach Tochter sein kannst, ohne Müssen und einfach ohne die To-Dos. Und das ist die Zusammenfassung von dem in diesem Bibelvers Josua 1, Vers 5. Dein Leben lang wird niemand dir standhalten können. Denn ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Na, das stimmt jetzt aber nicht, dass er bei mir ist, so wie er bei Mose war. Doch, es stimmt. Das ist so. Er ist bei dir, so wie er bei Mose gewesen ist. Er ist der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich lasse dich nicht im Stich. Nie, nie wende ich mich von dir ab. Ja, ja. Ja, und Jasmin, ich möchte dir noch sagen, schüttle alles ab, was man dir an Verantwortung gegeben hat. Schüttle alles ab, was du meinst, was du machen musst oder was man über dir ausgesprochen hat. Schüttle es so richtig ab, weil es gehört definitiv nicht zu dir. Und ich danke dir, Vater, dass du sie ganz neu füllst mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Herrlichkeit. Danke vielmals, dass du gute Pläne hast über dem Leben von Jasmin. Da gehen wir weiter im Gebet. Wir sind jetzt an der Stelle, der Herr sei dir gnädig. Ja. Wir brauchen dich, Jesus. Sei mir gnädig. Lass uns da einfach weiter reinbeten. Ja. Und ich danke dir, Vater, dass du nicht rückwärts schaust, was wir verkackt haben oder was wir nicht geschafft haben. Auf das schaust du nicht, sondern du bist im Jetzt und du schaust nach vorne, weil du einfach uns mitnehmen willst, immer mehr in deine Pläne hinein. Und ich danke dir, dass diese Gnade einfach die gilt einfach für jeden von uns. Das ist, wie sagt man dem? Die ist einfach so, oder? Ist die einfach. Die gilt einfach. Genau. Und sein Erbarmen hört niemals auf. Jesus, ja. du bist uns gnädig und wir nehmen das in Anspruch, die Gnade von Gott. Auf die sind wir angewiesen, aber wir nehmen sie auch in Anspruch. Dein Erbarmen, wo du auch mit uns weinst, wo du mit uns fühlst, Jesus. Ja, genau. Das ist das, welcher Gott fühlt mit seinen Geschöpf, mit seinen Kindern. Da bist du eben Vater. Ja, genau. Und ich nehme das so in Anspruch, Jesus. Ja. Ja, und trotzdem bleibst du nicht dort stehen. Du siehst unser Potenzial und du willst, dass das zum Vorschein kommt, wie wir einmal von Leo gehört haben, dass dieser Diamant immer noch mehr glänzt. Das ist deine Absicht. Und ich danke dir, dass das auch heute Abend sichtbar werden darf. Dass wir immer mehr glänzen, dass es immer mehr zum Vorschein kommt. Das wünsche ich mir. Und ich finde auch dieses Bewusstsein, dass wir wissen, dass er gnädig ist. Ja. Dass wir wissen, dass die Gnade jeden Tag neu ist. Ja. Das ist nicht eine Floskel. Ja. Und also sogar jede Stunde. Ja. Und auch sein Erbarmen, dass wir einen Gott haben, der ja dasteht mit offenen Armen. Da ist es auch so wichtig, dass wir in dieser Vergebenskultur sind, dass wir in dieser, dass wir auch sagen können, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, genau. Und Jesus, vergib mir, wo ich gefallen bin, vergib mir, wo ich gesündigt habe. Und da können wir einfach ehrlich sein, hey, Jesus hat kein Problem mit deiner und meiner Sünde, auch wenn sie noch so grauenhaft ist, noch so abscheulich ist, noch so, du kannst jetzt das schlimmste Wort reintun, Gott. Ja, genau. Der Vater hat Erbarmen über dir und mir. Genau. Er ist dir und mir gnädig und lass uns da einfach in eine Kultur, in einen Lebensstil vom Bekennen, von der Annahme, von seiner Gnade reinkommen. Ja. Und du kannst jetzt in diesem Moment, wenn dir jetzt gerade etwas offensichtlich wird, dass heute schiefgelaufen ist oder schon lange, du darfst es jetzt ans Kreuz bringen. Ja, genau. Willst du da uns kurz reinführen in diesen Tausch, in diese...
Ja, ich spreche das jetzt von meinem Alltag, von meinem Tag aus und ich nehme diesen Minderwert, den ich heute wieder so fest gespürt habe, ich nehme und ich lege ihn dir ans Kreuz, Vater. Ich deponiere es bei dir, ich lasse los und sage, bei dir ist es am besten aufgehoben. Und ich gehe durchs Kreuz durch, habe mit Jesus hinten eine Begegnung und lasse mich auffüllen von dieser Gerechtigkeit, von diesem Sehen, von dieser Annahme, die du für mich bereithältst. Und gehe wieder zurück in meinen Alltag mit dieser Annahme, mit diesem Wissen, dass Jesus mir hilft. Wo ich stehe, wo ich gehe, in all meinen Aufgaben. Danke, dass diese Annahme für mich bereit ist. Und jetzt macht diesen Tausch am Kreuz mit euren Sachen. Geht durchs Kreuz hindurch und lasst los. Da hat jemand keine Daseinsberechtigung, denkt sie. Lass es los, weil Jesus hat so gute Pläne für dich. Und das ist nicht eine Floskel, sondern er meint das von ganzem Herzen, weil er dich erschaffen hat. Geh durch und lasse dich erneuern. Lasse dich lieben von ihm. Ich glaube fest, ich glaube fest, ich glaube fest, mein Vater ist Liebe. Ich glaube fest, ich glaube fest, ich glaube fest, mein Vater ist Liebe. Sei dir gnädig abzuschließen. Diese Synonyme, die du, Theresa, reingeschrieben hast, so wunderbar. Synonym für Gnade, sei mir gnädig, ist Vergebung, Verzeihung, Straferlass, Barmherzigkeit, Begnadigung, Güte, Entgegenkommen, Wohlwollen, Gunst, Mitgefühl, Mitleid. Erbarmen, Freundlichkeit, Nachsicht, Herzensgüte und Milde. Ja, und in 2. Mose 20 steht, doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihren Nachkommen werden meine Liebe über Tausende von Generationen erfahren. Wir gehen jetzt schon in den letzten Satz rein, weil der zweitletzte Satz, der Herr hebe sein Angesicht über dich, das hatten wir eigentlich schon oben. Genau. Deshalb lass uns das überspringen und die Zeit nutzen, seinen Frieden einzuladen. Genau. Der Herr gebe dir seinen Frieden. Und wer braucht seinen Frieden nicht? Ja. Im Moment sowieso. Also Mehr denn je. Ja. Also lass uns da jetzt rein beten, rein worshipen. Ja. Ja. Ja, du siehst meinen Sturm in meinem Herzen. Ja. Du siehst, wo ich verzettelt bin. Du siehst den Stress, den ich habe. Du siehst meine schweißigen Hände. Und ich lade deinen Frieden ein. Ich lade dich ein mit deinem Frieden, Jesus, dass du kommst wie eine wunderbare, qualitativ super Decke, die nicht zu warm und nicht zu kalt ist. So eine flauschige Decke sehe ich.
wo du jetzt da durchgehst und einfach den einen um den anderen umhüllst und um die Schulter legst. Ja, genau. Zündest das Feuer an. Du machst es gemütlich, dass wir das auch spüren können, diesen Frieden an deinem Feuer, an deiner Wärme, wo wir uns entspannen können, wo wir zur Ruhe kommen können, wo wir durchatmen können. Egal wie hektisch das heute war, egal wie hektisch das im Moment ist, in meinem Leben, du kannst es sagen für dich. Ja, und der Frieden spült alle Ängste, alle Sorgen, alles Unvollkommene spült er weg. Und dann sind wir im Gleichtakt mit dem Herzschlag von Jesus. Und ich danke, dass wir das jetzt empfangen dürfen. Das Durchatmen, tief in den Bauch hinunteratmen, dass unsere Durchblutung ganz ruhig wird. Und wir spüren dürfen, wie wir in seinem Frieden sind. Jede Unruhe muss weichen im Namen von Jesus Christus. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Und ich komme auch dort zur Ruhe, wo ich das Gefühl habe, ich verpasse etwas, wo ich etwas nachjage, das mich nervös macht, das mich vermeintlich erfüllt, aber mich stresst und mich nicht zur Ruhe kommen lässt. Ich lasse los, Jesus. Ich möchte dich einladen, dass du das aussprichst, ich lasse los. Du weißt ja jetzt, wo der Heilige Geist gerade im Moment der Finger drauf legt, wo du dich selber stresst, was dich stresst. Sprich das aus. Ja, ich lasse los und ich lade den Frieden ein, der für mich bereitsteht. Genau. Ich habe den Eindruck, dass auch noch Menschen da sind, die Zukunftsängste haben. Auch das deponiert am Kreuz, im tiefen Wissen, dass der Friede uns umgibt und dass wir in seinem Schutz sind. Und während dem nächsten Song kannst du einfach deine Augen schließen, wie Sirena gesagt hat, einfach tief in den Bauch atmen, zur Ruhe kommen, vielleicht nicht auf dein Smartphone schauen, sondern jetzt einfach wirklich in diesem Song ganz zur Ruhe kommen. Ruhepuls jetzt. Dein Friede in mir, dein Friede.
Dein Friede in mir füllt mich ganz aus. Dein Friede in mir, dein Friede in mir, oh dein Friede in mir füllt mich ganz aus. Komm mit deiner Heilungskraft. Komm und fülle alles aus, damit dieser Friede Raum einnehmen kann. Komm, Heiliger Geist. Dein Friede in mir, dein Friede in mir, oh dein Friede in mir, Jesus, füllt mich ganz aus. Ich weiß, du lebst in mir. Mit allem, was du bist. Ich weiß, du lebst in mir. Mit deinem Frieden, Jesus. Ich habe einfach noch den Eindruck, dass einige von uns alleine sind zu Hause und vielleicht hast du aber ganz viele Leute zu Hause und du fühlst dich aber alleine. Und ich möchte dir einfach zusprechen in diesem Frieden, in dieser Atmosphäre. Jesus ist bei dir, er sieht dich. Er kennt dich, er ist dir nahe jetzt. Und wie ist es, wenn wir den Bogen schließen von diesem Abend und nochmals dieses Segenslied singen? Und so wollen wir dann aufhören. Ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du dabei warst. Danke, dass du in der Family bist. Mich berührt das, dass wir Family sein können, miteinander unterwegs sein können. Ja. Füreinander da sind. Und miteinander beten, miteinander verbunden sind. Jesus ist unser gemeinsamer Nenner. Ja. So verabschieden wir uns schon mal. Ist gut. Ja, tschüss. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord
favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children and their children and their children. His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing. He is for you. 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 Oh. Nimm das Lied mit. Ah.